O Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn. Für das Leib, was er für uns hat und was er uns bewiesen hat in Christus. Ich möchte jetzt mal reden über gasfrei sein. Das ist ein Ding, was viele von Ihnen sehr even in großen Seen sind. Und viele von Ihnen wünschen, dass andere würden das mehr tun, dass die können jemanden durchdrehen. 1. Petrus 4, Vers 9 sagt uns, nehmt ihren Jast ab, lieber aus Grünzen, wann die kommen. Nehmt ihren Jast ab. Oh, wie würden, wenn wir bloß ein bisschen besser Haus haben, wenn wir ein bisschen eine größere Kirche haben, oder wenn wir besser Steiler haben, wo die Buben sitzen können, oder ein bisschen makeligere Bänken in unserem Living Room haben, dann würden wir auch mehr Menschen einladen. Die Bibel redet nicht von, wo das soll sein, was die Bedingungen sollen sein, was wir bereit sind zum Jast einladen. Das sagt bloß, dort ihren Jast einladen. Hingeran sein, nicht eingeladen zu sein, aber einladen. Gott sagt, dass es ein geraterer Sehen zum Geben als zum Nehmen. Das Fleisch will man nehmen, aber der Geist will geben. Gott leift die Welt so sehr, dass er geift. Gott lädt uns an, nur sein Dash zu kommen. Jesus stand auf einem von den großen Fast in der Raubtüte und sagte, wenn irgendwem da ist, kommt zu mir. Er sagt nicht, wenn irgendwer weiten Platz wo das zu trinken ist, dann lädt mich weiten. Nein, er sagt, kommt zu mir. Er lädt an. Er sagt, wer nur mich kennt, der wird nicht wegsteigen. Er lädt an, zu kommen. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte führt aus Jesus wie in den Himmel gefahren und sie die Gemeinde anfangen. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, dort die pflegen Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42 sagt dort, in sei bleiben beständig an die Apostel ihrer Lehre, in Gemeinschaft, beim Brotbreten, in einem Gebet. Das sind alles Dinge, was sie taub deuten. Das wir nicht so, was sie bis tüß allein für sich deuten. Das wir alles so, was sie taub deuten mit unseren Gläubigen. Ich habe eine Sache, ich habe das Viertel gemerkt, dort Eten schmeckt besser, wenn jemand andere taub eten tun. Wenn es das einfachste ist, aber das schmeckt so schön. Eine von den besten Mahlzeiten, wo wir uns an erinnern tun, schreiben wir, wenn wir in Veracruz waren, als wir nach Tierra Nueva fuhren, in Predia Ambros und seine Frau, mit einer Mahlzeit. Keiner von Jünd hat so eine Eetstube, oder so eine Kerkstube, oder so ein Teppich, oder so ein Daschensteiler, als die hatten. Als die drei wir von dem Trip an die Kinder sehen, dort wie ein von den Highlights von dem Trip. Wat je weet, die moeten dort rein mit Leib und die wollen uns Jieren haben. Wir würden die Hand merken, sehr schlecht fallen, wenn wir das nicht würden haben angenommen, was uns anbieten deuten. Dort wir ein großer Sehen, durch mit der Taub, eine Multi zu haben. Bloß Gemeinschaft haben,
mit dir. Aber es sagt hier, dass die Christen, die bleiben beständig da. Da meine ich nicht, dass bloß mal einmal. Die bleiben dabei, die bleiben beständig dabei. Und der Apostel ihre Lehre, und das ist, was die lehren. In einer Gemeinschaft. Sie kommen taub, die haben Gemeinschaft. Die bleiben nicht für sich selbst. Die sagen nicht, oh, wir feilen uns für den Richter. Die führen nicht ihre Feilung, was sie tun wollen. Die bleiben beständig dabei, in Gemeinschaft, im Brotbreten, in einem Gebet. Die kommen taub. In Vers 46 sagt er, sie bleiben dabei, dass sie alle Tag im Tempel taub kamen und gingen auch von Haus zu Haus, das Brot zu brechen, und eiten mit Freude taub, und wir vom Horten bei der Sache. Sie lobten Gott und hatten die Freude, dort an alle Menschen gut tun werden. Und der Herr bracht alle Tag Söhne in die Gemeinden, die selig waren. Als die Gemeinde so eine Freude hat, in denen die taub sind, Tag für Tag werden die taub. Und wenn nicht bei das Haus, dann bei dort Haus, in einem Tempel, über den keinem taub, Gemeinschaft zu haben. Der Apostel hat eine Lehre unterhören, Brot zu brechen, taub zu beten. Und als die Menschen rund das sahen, wird von unterscheiden wir von der Religion, was die Juden hatten, und der Religion, was die Batnüge hatten, und nur, dass sie Glauben an Jesus Christus hatten, und eine Gemeinschaft hatten mit einem und mit einem anderen, dass je so ein Getrag, dass die Menschen rund sind, täglich mehr tun können. Du willst Menschen im Port von sein. Welche Menschen gleichen, angeladen zu sein. Wir alle gleichen, angeladen zu sein. In eine gute Zeit zu haben mit unseren Menschen. Wenn wir sehen, dass andere das tun, dann jankert uns das auch. Und das, was die Jünger deuten, und das, was der Sonne Getrag gibt, willst du sagen, der Leib, den die hatten, einer für den anderen. Die deuten das nicht, willst das mussten sie tun als Christen. Das mussten sie tun, wenn sie nicht zu dieser neuen Religion gehörten. Nee, sie mussten nicht. Sie wollen. Ging das Schein. Und sie hielten sich nicht dran, sie bleiben dabei, sie bleiben beständig dabei. Tag für Tag, sie hatten Menschen bei ihnen, hatten Gemeinschaft taub, beten taub. Und wenn man die Menschen, die gläubige taub haben, die versammeln sich, die wir sie mit an. Und die hatten eine große Freude. Und all die Menschen herum, die sagen dort, was für eine Freude diese neue Christen hatten. Wo scheint die dort ging, wenn die taub kamen, und taub eten, taub beten, und sagen die Wunder, was Gott tut. Und mehr kamen die taub jeden Tag. Das ist, was Gott sich wohl sagt. Mein Ziel für das Mal ist, als das letzte, als was Paulus sein Ziel wir aus die Thessalonicher schrieben, in 1. Thessalonicher 4, Vers 10. Er schreibt today, und er sagt, die sind alle Gemeinschaftsgeschwister in Mazedonien gut. Aber wir wollen jünd Mut merken, daran noch Tod zu nehmen. Er sagt hier ein Zeugnis, dass die ihnen ohne gut sind, dass die ihnen ohne leben. Weet je, das ist was Leib tut. Leib jaft. Leib lot an. Leib kijkt immer nur Gelegenheit zu geben, zu helfen, Gutes zu tun. Und er sagt, dass die haben ein Zeugnis, dass die das tun. Man all die Glaubensgeschwister sagt er, da hat je Leib. Der Leib ist durch zu sein. Der erfahrene Menschen durch. Und man sagt, wir wollen Mut merken, das noch mehr zu tun. Dabei zu bleiben, dabei teilnehmen an. Das ist mein Ziel für uns, dass wir würden teilnehmen an diese Dinge. Nicht rumchecken und sagen, wollen wir woran uns keine anladen wird. Ladet nicht bei dir kommen.
Wil van jeder van anderen zijn, gode Möglichkeit der anderen von jeder sein. Wenn wir nicht checken, was andere sollen tun, was wir dort tun. Ja, ich weiß, viele von euch tun. Und das ist ein großer Segen, das ist ein großer Encouragement, dort zu sein. Wenn wir mal nicht Plons merken dann am Sonntag, wenn wir ein Haus fahren, in Mittagsschlaf holen, und danach wollen wir heimfahren, dann fangen wir keinen Haus. Das ist ein sehr guter Ding. Das freut uns. Nicht, dass wir nicht da heimfahren, aber dass die nicht Haus sind, dass die spazieren fahren. Dass die Menschen immer haben. Das ist ein guter Ding. Du hast Gott gefallen und Gott hat uns gemerkt, um Verhältnisse zu haben, Gemeinschaft zu haben, einer mit den anderen, Leibwesen, indem dass wir taub sind, Gemeinschaft haben, geben tun. In Römer 12, Vers 13 sagt dort, habt Jahren, halbt Jahren, wo der Hell je dort fehlt, sieht gastfrei und abnehmend. Sei nicht mehr bloß wellig sein zu halten, aber sie halbt Jahren. Weißt du, wenn ein Mensch Jahren was will, dann sieht er nur die Gelegenheit. Wenn die sitzt dort, wo was on sale ist, in vorstellt Stuhl, und jetzt ran mit Sechsten dort, und du fängst dort aber nicht über die Weste hier, und fragst sein, was er schaffen wird. Heil nicht mehr so Dinge, was on sale sind. Sie, wenn ihr ihren will, dann sägt einer, dann fragt einer. Dann sagt, oh, vielleicht haben wir im Warehouse noch ein, wollen wir checken gehen. Dann lübe will ich, was die dort gehen und segnen, alle nur sein, dass sie noch ein ewig geblieben ist. Weil wir was ihren wollen, dann tun wir das. Sagt er, halbt Jahren der Gläubige. Und sieht gastfrei und abnehmend. Dat meint immer eine offene Deur haben für andere Menschen. Das braucht nicht, dass Haus ist ganz schmackgemerkt und alles kriegt am Platz. Das braucht es dort. Kriegst es das bloß live. Wenn du live ist, dort live bedeckt, fehl sind, sagt die Bibel. Dat bedekt even Arimschut. En even anrennet. Live als grater als al het andere. Wo de live is, du hast een Getrag. Du hast ein Verlangen, de bieten zijn. Galater 6, Vers 10 sagt er, du wen soll wie, so verken als wir Gelegenheit haben und alle Menschen Gute tun, und besonders an die, die mit uns taub im Glauben stehen. So verken als wir Gelegenheit haben. Wenn ihr die Gelegenheit, ich habe uns anstellen, ich habe uns merken. Wenn wir rumchecken, immer nur Gelegenheit checken, dann wollen wir die finden. Er sind viele Gelegenheiten. Sagt er, wir sollen die Gelegenheiten wahrnehmen, so viel als wir Gelegenheit haben, und alle Menschen Gute zu tun, besonders an die mit uns taub im Glauben stehen. Besonders die Gläubigen. Sie sagt, der Ungläubige, das sein kann, der Leib, was wir haben, einer für den anderen, dass er einen Getrag haben und Verlangen haben, irgendein Part davon zu wollen. Hebräer 13, Vers 16 sagt, vergeet nicht Gute zu tun und andere mitzuhelfen. Dort sind Opfer, die Gott gefallen. Vergeet nicht, mitzuhelfen, Gute zu tun und sagt, Gott hat einen großen gefallen und so das dort. Wenn er das sagt. Weet je wo wir? Will Gott Gute tun zu allen Menschen. Wenn wir Gute tun zu anderen Menschen, dann do wir ähnlich worden. Dann do wir so worden, dann do wir so als Heidat. Heidat Gute. Er sagt Heidat Gute zu der Schlechte und zu der Gerechte.
Hij laat het regnen, hij laat de zon schijnen over de gerechte, ook over de ongerechte. Dus hij is de aller goed. Hij leeft ons. En doe je dat, hij goed tot ons. En hij zegt, wie zullen ook, en besonders te de Metgläubigen. Hebräer 13, Vers 2 sagt, vergeet nicht, gastfrei zu sein, willst du dich haben einst die Engel abgenommen, dort zu weiten. Gastfrei sein, willig sein, begierig sein, even Fremde einzuladen. Sagt der Einzige, der einen Engel eingeladen, nur ihr Hüse, ohne dass sie das gewusst haben. In 1. Mose Kapitel 18 haben wir die Geschichte von Moses, wo er mitten am Tag, am Herd vom Tag, in der von seinem Zelt saß und sagt, und Gott kam nur an. Wo? Er sagt, wenn er seine Uhren abhäuft, sagt er, 3 Männer kommen, kleine Weich. Gott kam, aber Abraham sagte so aus 3 Männer, was er kam. Er rannt nur die, laut die an, sagt er, dort nicht vorbeigehen, kommt hier, ich will dir was reinmerken zum Eten. Und er died. Hij helpt zijn vrouw, zij merken de maaltijd rein en geven het te eten. En hij wist dat niet, dat het God weer, wat er gekomen weer. Later wordt hij dat aan, maar dan niet. In Kapitel 19, wir zijn nephew, woont in de stad, niet zo wie offen door, kwamen 2 mannen nu aan, wat je slechts zegt, dat er 2 engelen kwamen. Nu Lot, du in Sodom. Aber als Lot du in de Poort zat en sagte ich heim, sagt hij 2 Männer. Hij sagt nicht Engel. Aber hij nahm den an in sein Haus und er denkt sich so, von sie wurden bis an der Stadt bleiben, aber hij wird dringend, hij wird begierig, dat hij würden in sein Haus dann kommen. En hij heeft het te eten en wat immer er fehlt. En hij wist dat niet, dat deze werden geschickt, om te erlezen van de verdammnis, wat we op de stad komen. Vielleicht 2 oder 3 Jahre terug las ik eine Geschichte, en dat we in de nieuws, niet zo ver dat we gouden nieuws lesen können. Wir haben ein Lied von Winnipeg, Manitoba. Sie fuhren in Süden an, sie waren in Minnesota, fuhren die langen Weg, bei Hause und auf der Schulter, der sieht Weg, wie in der Chor, die hatten eine platte Reifen und die probeerden die Reif loszuschrauben und zum Sperr und uns hatten. Und so sie entschlossen sich, sie würden zu Süd fahren und würden die halten. Sie halten die mit der Reif ansaten und dann fuhren sie weiter los, vielleicht 5 Kilometer wieder, hat es man einen Heart Attack. Und sie die Früh nahmen das Stierschwind und können die Chor zu sehen bringen, was besieht war ich, dass er still hielt. Und fuß durchab kam der Chor, was sie just hatten gehalten, der Reif ansaten. Nu zijn ze dat, nu gaan deze troubles. So zij voeren te zien. En die wordt aan die koor wie wat de juist geholpen hadden, wie een paramedic. En die kunnen aanhelpen, reviven, wat de ambulances door weer in raad zien leven. Weer de Duitse lied van Winnipeg. Ze wisten dat gar niet. Hij zei, want ze zijn bloß vorbeigefahren. Die Lieden würden durch sein geblieben, würden noch wieder geschaffen, proft ihre Reform zu sagen. Und sie würden dann noch nicht wieder der langen Weg gewasst und das Ernste würde dann durchgewasst und enthalten. Weet je, wenn wir geben, wenn wir die Gelegenheit sehen, Gott zu tun, Gott wird zurückkommen zu uns. Weil Gott sagt, was immer ein Mensch sein wird, das wird er ernten. Nicht immer furz, so süße Liedheiten, aber manchmal ja.
Noch ein Ding, was Gott sagt, wenn wir sehen dann, wir wollen mehr ernten, als was wir sehen dann. Wir wollen Lothar ernten, was wir sehen dann. Und wir wollen gerade dort, was wir sehen, wo wir ernten. Das ist, was Gott sie Wutter uns sagt. In Lukas Kapitel 24 lesen wir von zwei Männern, von Jesus seine Jünger, die wir nach dem Weg von Jerusalem weg, kurz nach dem, als die Werk ein, als Jesus gekreuzigt wird, und sie werden betrübt, sie werden bedrängt, sie gingen allein im Weg und vertelten einer zu den anderen, wo disappointed sie werden, wo enttäuscht sie werden. Weil sie hatten ganz fest darauf gehofft, dass Jesus wird seinen Reck abstellen, dass er wieder Messias und nu wieder gekreuzigt und begraft. Und sie gingen ganz traurig von Jerusalem weg. Ab eins, als du am Weg noch einer, ein Fremder, der geht mit ihn. Dann sagt er, wo seid ihr so bedrängt? Was ist los? Dann sagt er, bist du der Einzige in Jerusalem, wo er nicht weit, wo er angegangen ist? Wo er wisst. Und er vertelt mit ihm, als sie erst bei der Dorf kamen, wo sie wohnen oder wo sie bleiben wollen danach, da das Fremde sich so, als wenn er wohl vorbeigehen, noch wiedergehen. Und er sagte, dass sie bereden haben, sie praten haben, und bedwungen haben, dass er soll bei ihnen bleiben. Sagen sie, das ist aber wenig von den Tag ewig geblieben, blieb doch bei uns. Ich weiß nicht, was sie haben reingehört. Aber sie lauten diesen Fremden an, zu kommen, schließlich die dort. Die kommen dann, und saßen sich am Tisch. Und vielleicht haben sie gleich eine große Mahlzeit gehabt. Wisst ihr, wie Opferhaus? Aber als sie erst am Tisch saßen, das Fremde nahm das Brot und brüch dort und gab Gott Dank dafür. Und dann wird ihre Uhr aufgegangen. Wer das wir? Wer das Fremde wir? Und gerade damit verschwand Jesus. Können sie nicht mehr sein. Was wollen sie die besser gedacht hatten? No, wie wollen die nicht einladen willst? Ich weiß nicht, wann es zu eten rein ist. Ich weiß nicht, ob es eine Stuhl rein ist für den. Ich weiß nicht, ob die genug baden sind. Wie wollen die beschlossen für mich? Der wollte sich all weiten. Was würden sie jetzt gemisst haben? Wenn sie das so gedacht hatten, vielleicht ist es wie viel und denken, oh, das Haus ist nicht gut genug. Oder das ist nicht abgeriemt genug. Oder das ist nicht genug Eten rein. Was immer die Ursache ist, oder würden wir unsere Pläne ein bisschen ändern. Wir hatten uns vorgenommen, das oder dort Jahren. Was, wenn sie so gedacht hatten, dass sie so viel und denken? Würden sie Jesus handeln vorbeigehen? Vielleicht will ich nicht krass so erfahren, als was der Jünger deuten, oder als Abraham deut, oder als Lot deut. Aber hör mal, was Jesus sagt. Wenn die Arbeit hier ist, alle was fertig sind, unsere Arbeit hier ist was fertig sind, wir wollen fair am Stunden. Lass uns mal hören, was er sagt in Matthäus 24. Matthäus 24, fangen wir an Vers 35. Das ist sehr wichtig, dass wir das hören, weil das war wir bejahen. Du wirst das bejahen. Ich will das bejahen. Das ist wahr. Matthäus 24, 34. Stunde vor den Richterstuhl Christus. Zum Erlohn durchkriegen. Das ist nicht zum Utfängnis, wo wir rat sind oder nicht, wo wir rat sind. Das ist zum Erlohn kriegen, für was sie getan haben, als gerade Christen hier auf Erden. Sagt er, Jesus wollte uns sagen, wir sind wie hungrig, und je geven mij te eten. Ik weer durstig en je geven mij te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij op. Dan worden de Gerechten am sagen, Herr, wenn er so wie die hungrig
en geven niet te eten, oder durstig en geven niet te drinken. Oder wann traf je die, zoals een vreemde, en nomen die op? Oder nacktig en geven die Kleider? Wo sei wie die, oder wo zou wie die krank, oder vastgenomen, en bezachten die? Dan wordt ik kennig te aanzien, ik zei je de waarheid. Wat je voor den geringsten van mijn broeder gedaan hebt, dat heb je voor mij gedaan. Vielleicht denkst du so, oh, kann je die Person Gott, das ist ein Engel, das ist nicht Jesus. Den moet het anders laten. Jesus sagt, einst je haben Engel eingeladen in ihr Haus nennen, ohne dass sie das gewusst haben. Er sagt, wenn ich wollte Gerichtstag kommen, sagt er, ich wollte ihnen sagen, was immer je haben den Nächsten getan, habe ich mir auch getan. Wenn jeden haben eingeladen, wie den haben seine Bedürfnisse halten, erfüllen, dann habe ich mir getan. Wenn jeden besagt haben, habe ich mir getan. Wenn jeden haben eten oder zu trinken gegeben, dann habe ich mir getan. Aber er sagt auch, was die nicht haben für den Nächsten getan, habe ich mir auch nicht getan. Jakobus 4,27 sagt, wer da weit gaudet zu tun, und der dann aber nicht, den ist eine Sünde. So wie motiviert, gaudet zu tun? So wie gastfrei und abnehmen? Da wie jeden Menschen einladen? Nur ans Haus? Wenn wir all die Vergeben mal gehen lassen, das ist nicht von Gott. Abraham hat können sagen, oh, das ist nicht eine sehr gute Zeit vom Tag. Weil er hat ein bisschen verhergewiss, dass ich kam. Da wird man reingemerkt, da wird wir die anladen. Aber an so einem Kartennotiz steht, dass es hastig all die Woche bis dem anladen, Fremde danach, dort ist ein bisschen zu viel. Wo er nicht gemisst haben, wo er Gott nicht bejahend haben. Und Jesus sagt, so viel als wir Gelegenheit haben, sollen wir das tun. Wieso haben wir das für arm getan? Und zu arm getan. Und dort ist ein Zeugnis für andere, dass die auch wollen im Port dürfen sein. Jesus sagt, hier an wollen die Menschen unerkennen, dass die meine Jünger sind, wenn die Leib haben, einer für den anderen. Leib beweist sich, indem dass wir freundlich sind, dass wir abnehmend sind, dass wir gebend sind. Das ist nicht, wie viel wir haben, wie viel wir geben, was der Unterschied merkt. Der eine Früh, was Jesus im Tempel sagt, der gab bloß 2 Cent, was er da anleihen deed. Und Jesus sagt, das hat mehr eingelegt als alle anderen. Wo wir? Dus der geeft vom Horten, der geeft ihr Letzte, der geeft alles, was er hat. Der hält rein nichts von Gott. Und Jesus lobt die. Er braucht die als Beispiel zu einer Lehre für uns, dass wir sollen mal von unseren Vergeben vergeten und sagen, oh, das ist ja mal so wenig. Oder hält je eine West nicht an. Oh, die 2 Cent, da wird ja gar kein Unterschied mehr. Wenn es bei keinem anderen dat, bei Gott dat. Wenn wir gastfrei sein und abnehmen, wenn wir Leib wiesen, und wenn wir mal sein, dass unsere Geschwister, in unsere Nachbarn, in unsere Freundschaft nicht irgendwann kommen sein. Du musst auch ein Port von sein. Von was die haben. Und dann haben wir das sein. Und ich habe die wissen, von wo das herkommt. Das kommt nicht von uns. Von der Tür sind wir gerade so selbstsüchtig, dass wir haben, andere sollen uns einladen, andere sollen uns geben, andere sollen uns halten, andere sollen uns besiegen.
Van de oude natuur zijn we graag zo. Maar God ziet de natuur als graag het tegendeel. God kijkt immer, wo hij geven kan. Wo hij zegenen kan. Wo hij helpen kan. Wo hij aanladen kan. Waar we ook zo worden. Als Jezus. Jezus zegt, ik zie niet gekomen te bedankt te zijn. Zegt, ik zie niet naar het kerk gekomen om te zeggen wat ik eruit krijgen kan. Ik zie gekomen te geven. Want wir alle mit so einer Einstellung, mit so einem Hort, würden arbeiten. Ich glaube, würden viele den Unterschied sein zwischen Religion und Christentum. Und würden Religion zu Seite lassen und würden nur Christus kommen und das annehmen. Weil das sind die kleinen Dinge, wo der große Unterschied merkt. Jesus sagt, diese kleine Dinge, was die haben für den Nächsten getan, das habe ich für mich getan. Even sagt er, ein Kuffel kallet Wutter gegeben, in meinem Namen, was nicht anbelangt worden. So, dass keiner, was er nicht Gelegenheit hat. Vielleicht haben eins die viel mehr Gelegenheit als andere. Und vielleicht haben wir dann auch so, Petrus zu Jesus sagt, what about this? What about Johannes? So, Jesus, what is that to thee? I can eat to thee. Du, wat ik de detail beroepen ha, neem du gelegenheid, neem du wat ik die geef doe, arbeid door met. Doe die niet bezorgen dat de nächste 5 Talenten haben, Jana vielleicht 10 haben, nu hast du bloß 1. Du bloß met dat wat die anvertraut ist, met dat arbeiden, dan wirst du een Lohn kriegen, dan wirst du een Segen kriegen, die wirst viele Gelegenheit haben, dat te vermehren. Dat wordt niet bloß beëindigd blijven. Dat wordt zich vermeerderen. Wils we maar door geven dat, den wordt gegeven. En die wordt meer gegeven, als wat hij geven dat. Dus met zo'n Einstellung, wanneer we met zo'n Einstellung geven, uit leven voor God en leven voor onze Mitmenschen, dat wordt zich vermeerderen en dat wordt een grote indruk maken in de levens van de mensen rond ons. Hebräer 6, Vers 10 zegt, God is niet ongerecht, dat hij jullie werken en jullie leven vergeten deed. Dat je in zijn naam bewijzen, als je de heilige dienden en nog dienen. God zit dat. Wat immer dat is, Gott nur wat klein dat is, hoe weinig dat is, Gott zit dat. En hij zegt, hij wordt het niet vergeten, hij wordt het belonen. Galater 5, 13 zegt dat, Brüder, jullie heeft Christus ter vrijheid verholpen, bloß brucht de vrijheid niet, dat Fleisch den Willen te laten, dient einer den anderen een Leib. Sagt Gott heeft je vrij gemaakt. Niet bloß dat je kan vrij zijn en je dat laten schijnen, aber so dass ich kann Gute tun. Dass jeder einer den anderen dienen kann. Weil die Menschen, die nicht frei sind, die kijken noch immer ran, dat andere End moet halten zal en dat andere End bedienen zal. Maar zonder wat er vrij is, die kijkt immer ran, wo hij dienen kan, wo hij halten kan, wo hij kan sehen zijn, wo hij geven kan. En wie hebben er geven dat, den wordt meer gegeven. Sagt Gott. Zum Schluss, 1. Thessalonicher 3,12. Mocht der Herr jene Leib einer zum anderen und zu alle Menschen vermehren. Amen. Wir werden beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für deine große Leib, was du zu uns hast. Und das hast du bewiesen, indem dass du geben deitst. Dass du uns, die wir das nicht verdient haben, gibst du Leib, Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung von unseren Sünden, ewiges Leben als ein Geschenk. Dankeschön, Herr, für die jährliche Gaben, was du uns gegeben hast in Christus.
en die genade die du ons gegeven hast, die gaven uit te arbeiden, met te delen, te helpen en zegen te zijn, te geven. Krijg zoals du ook deed. En nog immer das. Herr, help ons dat we ook worden meer gastvrij en opnemend zijn, dat we worden in zegen zijn, in de gelegenheid checken, in zegen te zijn, wo immer du ons gelegenheid gevst. En du wirst ons wezen. Du wirst ons leiden, sagt dein Wort, wenn wir uns ganz und gar auf die verloren und nicht auf uns nicht verstand. Und wenn wir die anerkennen in all unsere Wege, dann wirst du unsere Staupen recht leiden und lenken. Herr, help uns, wir möchten mehr und mehr gewahr sein von den Gelegenheiten, die um uns sind, Gaude zu tun, Leib zu wiesen, den Glauben zu üben, was wir bekennen in uns Leben. Help uns, Herr, mehr so zu werden, als du bist. Dass Menschen würden die in uns sein, und nur die getroffen worden. Herr, das ist doch, was du uns gegeben hast, womit wir Menschen können zu dir wenden. Help uns, du an zu üben, und verjaf uns, Herr, wo wir so schlaff du an sind, und so selbstsüchtig sind, und selbstbedacht. Help uns, dass wir würden uns Denken verändern, und uns Sinn wird nie gemerkt worden, dass wir würden checken, wo wir können geben, wo wir können segnen, wo wir können helfen, wo wir können uns Licht schienen lassen für die Menschen, dass unsere gute Werke sein und unsere Vater im Himmel durch dich verherrlichen. Da beten wir in Jesus' Namen. Amen.